Im Namen Gottes, dem Allmächtigen, begrüße ich dich von ganzem Herzen im Kreuzpunkt in der Stube. Sag doch gerade der Person, die vielleicht neben dir sitzt, noch ein Hoi und wenn ihr dürft, umarmt euch und begrüßt euch doch jetzt noch zum Gottesdienst. Hey, mega schön, bist du da, bist du mit uns verbunden im Namen Jesus, glaube ich das von ganzem Herzen. Wichtig für dich noch zum Wissen ist sicher, wir halten uns übrigens heute komplett an alle Vorgaben, wo jetzt neu vom Bund rausgegeben worden sind. Minimalabstand wird eingehalten, nicht mehr als 5 Leute. Einfach, dass du das auch weißt, dass du sicher sein, hey ja, wir schauen auf die Sachen, es ist uns wichtig. Eine kleine Corona-Story kann ich mir nicht verkneifen jetzt heute Morgen. Es passt irgendwie in die Zeit. Nämlich sind meine Neffen, die sind 5, 3 und 1 und die haben so die Angewohnheit, dass sie sich auf dem WC Geschichten erzählen. Und die Geschichte von heute Morgen war folgende. Es war einmal eine WC-Papierrolle. Die WC-Papierrolle hat Schiss bekommen. Fertig. Das war die Geschichte von heute Morgen. Ich hoffe, du findest es auch lustig. Ich finde es auf jeden Fall lustig. Hey, wir hören jetzt dann gerade eine ermutigende Botschaft, Predigt von der Dabrina. Ich möchte dich ermutigen, bist doch jetzt online dabei und schau doch die am Stück. Wir schauen auch, dass wir sie möglichst in diesen 10 Minuten, 15 Minuten Rahmen behalten. Wir wissen, die Konzentrationsspanne ist ein bisschen tiefer, aber du schaffst das, also bleib doch dabei. Ich möchte jetzt noch beten und dann hören wir die Botschaft von der Dabrina. Jesus Christus, wir laden dich ein in unsere Stuben, in unsere Versammlungen, dort, wo wir dürfen uns versammeln, sind wir jetzt in deinem Namen versammelt. Auch wenn es nicht im gleichen Raum ist, sind wir doch versammelt im gleichen Geist. Bitte dich jetzt, Heiliger Geist, dass du redest, dass du wirkst und dass wir dürfen ermutigt werden von deinem Wort, das lebendig ist. Amen. Hey, genießt doch jetzt die Predigt von der Dabrina. Guten Morgen, Kreuzpunkt. Es ist schön, dass wir heute wieder bei euch daheim sein, bei euch in der Stube. Ich wollte erst anfangen zu sagen, meine Haarfarbe sieht viel besser aus im echten Leben. Jetzt wegen dem Licht ist es ein bisschen anders. Aber außerhalb von meinen Haaren, ich hoffe, dass es dir gut geht. Ich hoffe, dass du dich in einer neuen Situation ein bisschen einordnen kannst, dass es dir gut geht mit deiner Familie. Wir befinden uns in der aktuellen Situation, die uns extrem einschränkt, begrenzt, mit strengen Massnahmen, die nicht unbedingt einfach sind. Vielleicht auch extremen Stress auslösen und es kann auch traumatisierend sein. Wie gehe ich mit dem um? Wie reagiere ich in dieser Situation? Was ist meine Antwort zu dem? Angst ist sicher nicht die Antwort. Ich höre immer wieder Leute von meinen Kollegen oder Menschen, in denen ich bin im Kontakt mit, Leute, die sagen, ich habe Angst. Ich weiß noch, was wird passieren. Ich weiß noch, wie es wird weiterkommen. Angst an sich selber kann eine Pandemie sein. Und es kann zum Masskauf von Toiletpapier führen. Angst ist nicht von Gott, sondern Wort Gottes sagt, mehr als 360 Mal in der Bibel, macht euch keine Sorgen, habt keine Angst, sondern Vertrauen in mir. Vielleicht sagst du, ich weiß. Wenn ich Schweizer Franken bekomme, für jedes Mal, dass ich höre, hab keine Angst, mach dir keine Sorgen, weil ich jetzt halb reich. Wie kann ich nicht Angst haben? Wie kann ich in dieser Situation mich keine Sorgen machen? Diese Situation, es ist real und es ist schwierig und es ist nicht einfach. Und ich weiss, viele von euch macht euch Sorgen. Ich würde erst sagen, ich verstehe das. Und im Namen der Pastoren, der Gemeindeleitung, würde ich euch sagen, wir beten für euch täglich. Wir stehen mit euch und wir sind für euch da. Und wir wollen euch auch unterstützen in alles Mögliche, was wir machen können. Ihr seid nicht allein. Aber wie gehe ich mit dem Thema Angst um? Wenn das Thema ist, hey, setze dein Vertrauen an Gott. Verlass dich auf Gott. Ja, wie geht das wirklich praktisch? Wie kann ich in dieser schwierigen Situation tatsächlich keine Angst haben? Und glauben. Wo Gott sagt im Römer Kapitel 10, Vers 17, so gründet der Glaube in der Botschaft. Die Botschaft aber im Wort
Gottes. Stell dir vor, du bist das allererste Mal in Italien oder Thailand und du musst Auto fahren. Das ist dein erstes Mal in einem anderen Land Auto fahren. Stell dir vor, wie ängstlich und nervös kannst du sein, wenn du die Regeln nicht kennst. Vor allem in Thailand, wo die auf der anderen Seite von der Straße fahren. Wenn du nicht weißt, wie fahre ich da und ja, wie geht das überhaupt? Aber mit Zeit, wenn du eine Woche lang in dem Land gefahren bist, dann bist du ruhiger. Weil du kennst die Informationen, du kennst die Regeln, du weißt, wie das alles funktioniert. Und so kannst du dich auch besser mit dem umsetzen. So eigentlich ist mit dem Vers gemeint. Fakten und Informationen, je mehr, dass wir Wahrheit wissen, macht uns ruhiger in einer Situation, wo es schwierig sind. Wenn ich weiß, was auf mich wartet, wenn ich weiß, was wird passieren, dann bin ich auch ein bisschen ruhiger, als wenn ich keine Ahnung habe. Wenn ich keine Fakten, keine Daten, keine Informationen habe. Wenn ich nicht weiß, wie es wird weiterkommen. Unsere beste Fakt, unsere beste Information, das beste Wahrheit, auf dem wir stehen, ist Wort Gottes. Und je mehr, dass wir auf Wort Gottes uns verlassen, je mehr, dass wir verankert sind in Gottes Wort und je mehr, dass wir seine Verheißungen erkennen und aussprechen, desto grosser wird unser Glaube. In dieser Zeit, ich kann nicht anders können, außer mich daran erinnern, wie ich im 2009 war im Iran. Es war auch März, 30. März, am Montagmorgen 2009, als die Regierung hat uns daheim angerufen und die hat unsere Kirche geschlossen. Von einem Tag auf den anderen Tag. Wir konnten nicht mehr uns in der Kirche sammeln. Wir konnten nicht mehr uns daheim sammeln. Wir waren auch eingeschränkt und begrenzt. Und zum Teil auch haben uns auch im Gefängnis gefunden. Und ich mag mich gut erinnern, an diesem Montag sind wir in der Kirche gekommen und wir haben gebrüllt, wir haben Angst gehabt, wir haben uns Sorgen gemacht, ja, was passiert jetzt? Wie gehen wir weiter mit dem? Was jetzt denn? Und uns ist die Bibelstelle gekommen, von der Lukas, wo Jesus sagt, wenn Menschen werden schweigen, die Steine werden schreien. Das Gott ist souverän. Und das Gott wirkt, egal ob der Kirche da ist oder nicht. Und wir haben etwas gewusst. Wenn die Regierung die Türen der Kirche schließt, dass Gott wie die Türen vom Himmel öffnet. Dass bei unserem Gott gibt keine Begrenzungen. Dass wir Gott nicht einschränken. Dass er ist ein souveräner Gott, der wirkt. Und seine Verheißungen, seine Wort hat uns Hoffnung gegeben. Seine Wort hat uns Sicherheit und Gelassenheit gegeben. Und wir sind auf seine Wort gestanden. Ich habe mit meinem Vater geredet gestern und er hat gesagt, vom Gefängnis hat jemand ihm angerufen. Und die Person hat die ganze Zeit in all seinen Sätzen Gottes Wort zitiert. Und er hat von der Bibel gesprochen und verschiedene Bibelstellen geredet und von der Geschichte der Bibel. Und mein Vater hat gesagt, hey, es ist einfach so schön gesehen, ihre Glauben gesehen, wie sie jetzt gerade im Gefängnis sitzen, auch mit dem Virus in dem Gefängnis, und sie stehen auf Gottes Verheißungen, auf Gottes Wort. Und ich kann euch ermutigen, in 2. Korinther Kapitel 1, Vers 7, sagt Paulus, deshalb sind wir voll Hoffnung und Zuversicht, wenn wir an euch denken. Denn wir wissen genauso, wie ihr an den Noten teilhabt, habt ihr auch an dem Trost und der Ermutigung teil. Als ich das Bibelstelle gelesen habe ich dieses Wort gemerkt, weil wir wissen. Weil wir wissen. Wir haben Hoffnung, wir haben Zuversicht, wir haben Freude, wir haben Ruhe, wir haben Trost, wir haben Gelassenheit, wie wir wissen. Von wo kommt ihr Wissen? Vom Wort Gottes. Von Gegenwart Gottes. Ich werde euch ermutigen, heute etwas machen. Wenn du nachher nicht Zeit hast
und willst etwas kreativ mit deiner Familie machen, nimm ein Stück Papier. Schreib verschiedene Verheißungen in der Bibel auf. Für deine Situation. Vielleicht Gottes Verheißungen über deine Ehe. Gottes Verheißungen über deine Familie. Gottes Verheißungen, wenn du allein bist. Gottes Verheißungen für deine Arbeit. Geh in die Bibel rein. Wenn du die Bibel nicht so gut kennst, kannst du mal in Google schauen. Kannst mal schreiben, ermutigende Gottes Verheißungen. Und schau sie an. Sprich sie auf. Schreib sie auf. Für dich selber. Und sag und steh auf die Verheißungen. Eins wissen wir, dass Gottes Wort wird nie vergehen. Dass Gottes Wort ist tatsächlich die Wahrheit. Und wir wissen, dass Jesus ist Logos. Dass Gottes Wort und Jesus, er lebt in uns. Und er gibt uns Kraft und Weisheit und Ruhe. Und wenn er in mir ist, und wenn ich in ihm bin und wenn seine Wort in mir stark ist, verankert ist, dann so hat Angst keinen Platz. Und es ist so, dass keine Krankheiten, keine Einschränkungen, kein Gefängnis kann Gottes Wort von uns wegnehmen. Nichts kann Gottes Gegenwart von uns wegnehmen. Und auf diese Verheißung, auf diese Wort, wir wollen stehen. Und mit dem würde ich euch heute am Morgen ermutigen, schlagt eure Bibel auf, sucht verschiedene Verheißungen von euch, schreibt sie auf, sprecht sie aus, ermutigt euch gegenseitig mit Wort aus der Bibel. Und das wird uns Kraft geben, Hoffnung geben, neue Sicht geben, weitergehen. Bevor ich von euch bete, will ich euch noch kurz eine Geschichte von Josef erinnern. Als die Bibel erzählt, dass die Brüder von Josef ihn verkauft, dass der Potiphar, der Pharao, hat ihn gekauft. Und er ist in Gefängnis hineingekommen und seine ganze Zeit, sein ganzes Leben. Es ist etwas sehr interessant, was mir aufgefallen ist in dieser Zeit. In 1. Mose Kapitel 38, 39 und 40. Jedes Mal, dass Josef in eine schwierige Situation hineinkommt, es steht geschrieben, aber Gott ist mit ihm gewesen. Aber Gott ist dabei gewesen. Und die haben gesehen, dass Gott ist mit ihnen. In Kapitel 38 zweimal, Kapitel 39 dreimal und es geht weiter in Kapitel 40, dass jeder sieht, Gott ist mit ihnen. Ich will euch auch ermutigen, mit diesem Wort, mit diesem Vers, Gott ist mit dir. Du bist nicht allein. Er ist auf deiner Seite. Und mit dem werden wir im Gebet gehen. Mit dem Vertrauen, dass Gott ist da und wir stehen auf seine Verheißungen, auf seine Worte. Lass uns miteinander beten. Himmlischer Vater, danke für deine Gegenwart. Danke, dass du da bist. Danke, dass dein Wort ist lebendig und aktiv. Danke, dass dein Wort gibt Leben. Danke, dass dein Wort ist nicht etwas von 2000 Jahren oder 4000 Jahren, sondern es gilt auch heute. Danke, dass wir auf die lebendige Wort stehen, auf dich rechnen. Danke, dass du jetzt gerade da bist. Und ich bete vor allem für die Leute, die Schwierigkeiten und Herausforderungen haben, Leute, die einsam sind, Leute, die im Stress sind, Leute, die zu wenig Hoffnung haben, wie es wird weiterkommen und sich Sorgen machen, bitte ich, dass heute gerade jetzt du schon mit ihrem Herz reden. Dass sie deine Worte hören, deine Gegenwart spüren. Und ich bete, Jesus, sprich jetzt mit unseren Herzen. Danke für deine Kraft, danke für deine Gegenwart. Amen.
Und so wünsche ich euch Gottes Segen. Hey, macht die Homework, die ihr habt. Schreibt Sachen auf, schreibt Gottes Verheißungen auf, teilt miteinander, ermutigt einander und geht mit Glauben und Vertrauen an Gott. Seid gesegnet und schönen Sonntag miteinander. Hey, danke vielmals, Sabrina, für deine Message. Ich bin überzeugt, dass es uns alle ermutigt hat und dass es uns wird helfen in der kommenden Zeit und in den kommenden Wochen. Wenn du jetzt noch Fragen, Bemerkungen, Kommentare hast, bitte unbedingt jetzt posten unter dem Video. Ich verspreche, wenn wir genug Fragen etc. haben, wo Reaktionen sind, dann machen wir ein Q&A-Segment, wo wir all die Fragen nachher werden in einem weiteren Video beantworten. Also wenn du möchtest teilhaben an dieser Predigt, dann darfst du jetzt in deine Tastatur reinhauen und Kommentare verfassen. Würde uns mega freuen. Vielleicht auch eine gute Idee, um unserem Channel jetzt zu subscriben, dass du die weiteren Videos, die wir am Aufnehmen sind, vielleicht auch unter der Woche, dann immer gerade aktualisiert hast und immer gerade siehst, wenn etwas Neues rauskommt. Hey, das wäre es eigentlich für den heutigen Sonntag. Ich möchte dich segnen, dass du in die Zeit hineingehen, ermutigt und gestärkt sein und dass Gott dir ganz, ganz nahe sein darf. So segne ich dich im Namen vom Vater, der dich gut gemacht hat. Ich segne dich im Namen vom Sohn, der für dich gestorben und wieder auferstanden ist. Und ich segne dich im Namen vom Heiligen Geist, der Kraft Gottes, die in dir lebt. Amen. Sind gesegnet. Wir haben ein neues Ding, das heisst Online-Kirche. Wenn du noch mehr Informationen zu dem willst, dann kannst du jetzt einfach auf den Link hier klicken und es nimmt dich automatisch zu einem neuen Video, wo ich noch kurz erkläre, was unser neues Ding Online-Kreuzpunkt genau ist. Ciao zusammen.